bevor ihr auch nur daran denkt, mit dem Fotografieren anzufangen. Stopp! Das ist viel gefährlicher, als ihr meint. Wenn du im Moment ernsthaft mit dem Gedanken spielst, mit Fotografie anzufangen, vielleicht einen guten Vorsatz für das nächste Jahr oder auf deiner Wunschliste steht eine teure neue Kamera, dann ist es jetzt der Moment, für unbedingt noch hinten raus und zu flüchten. Ich gebe dir in diesem Video ein paar gute Gründe, warum du ganz bestimmt nicht anfangen zu fotografieren. Grund Nummer 1. Du wirst ab jetzt, wenn du anfängst zu fotografieren, plötzlich unnötig riesige Mengen von Geld ausgeben für Gadgets und Spielsachen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Das Geld könntest du viel gescheiter für andere Sachen einsetzen. Grund Nummer 2. Du wirst die Welt nie mehr normal anschauen wie jetzt. Zwar wirst du in Zukunft nur noch irgendwo im Format 3:2 oder 2:3 durch die Welt laufen, alles in Bildausschnitten anschauen, immer analysieren, woher das Licht kommt, ob es schön flach ist, goldig, blau oder wie auch immer. Also, aufpassen, wenn du die Welt einfach neutral und gemütlich anschauen wie bis jetzt, dann lass die Finger weg von jeder Kamera. Sicher hast du jetzt schon eine Krimskrams-Schublade, die aus allen Nähten platzt. Und wenn du jetzt noch anfängst zu fotografieren, dann kann ich dir versprechen, es nimmt kein Ende mehr. Aus dieser einen Schublade werden 2, 3, 4, 5 und noch viel mehr, voll mit Kabel, Ladegerät, Filter, unnötigen Blitzadapter und was es da sonst alles noch so gibt auf dem Fotografiemarkt. Du wirst am Schluss gar nicht mehr wissen, welches Kabel mal für was gedacht war. Also fang ja nicht an, damit in deiner Wohnung auch noch irgendwo Platz ist für etwas anderes als nur Kameragerät. Falls du irgendwie in der Physiotherapie oder sonst in einem ähnlichen Business arbeitest, dann weisst du wahrscheinlich, von was ich rede. Aber die Fotografie ist wahnsinnig gefährlich, dass plötzlich alle deine Freundinnen und Freundinnen noch gerade schnell ein Foto brauchen für die neue Bewerbung, eins vom Göttikind, von den neugeborenen Säuglingen oder vom Haustier. Du hast ja so eine teure Kamera, ist doch kein Problem. Und, hey, das kostet ja sicher nichts, das machst doch du sicher gern. Also, je teurer deine Kamera und je grösser das Objektiv, je weniger möchte man dir zahlen für das, was du da machst. Und es ist ja für dich kein Problem, weil es ist doch ein Hobby, oder? Du machst es ja gern. Grund Nummer 5, für ja nicht anzufangen fotografieren. Deine Festplatte wird überquellen. Du wirst anfangen, dauernd neue Festplatten müssen zu kaufen, weil du Tausende und Abertausende von Bildern hast und den Überblick gar nicht mehr. Deine Kamera hat neuen Serienbildmodus, meistens 30 Bilder pro Sekunde. Und den muss man natürlich ausnutzen. Also nicht nur ein Bild von diesem schönen Sonnenuntergang, sondern am liebsten gerade 3, 4 oder vielleicht 500. Es könnte ja eins noch etwas schöner sein als das andere. Die Menge der Bilder wird dich dermassen erschlagen, dass dir spätestens nach 2 Monaten das Interesse noch am Bearbeiten und Anschauen von diesen Fotos dermassen verleidet, dass deine Kamera gleich mal irgendwo in der Krimskrams-Schublade neben all diesen unnötigen Kabel landet. Ich verspreche dir. Ja, und der letzte Grund ist, du wirst plötzlich ein bisschen komisch werden, wenn du anfängst zu fotografieren. Mitten in einem Gespräch laufst du einfach davon, weil ein bisschen weiter hinten das Licht dermassen perfekt ist, dass man das jetzt einfach gerade nicht ignorieren kann. Oder du liegst plötzlich am Boden rum, machst komische Verrenkungen, weil dieser Winkel halt noch etwas besser ist. Dass die Kleider dabei dreckig werden, das ist zweitrangig, weil nur das Bild zählt. Ja, hab einfach Sorge, mit so einer Kamera in den Fingern ist ganz normal irgendwo durchlaufen und einfach so ein bisschen rumschauen. Plötzlich nicht mehr so möglich, wie das vorher mal der Fall war. Glaub mir's, ich weiss, von was ich rede. Also wirklich, ich beschwöre euch, fangt ja nicht an fotografieren oder wenn ihr schon angefangen habt, hört jetzt auf und sucht euch ein anderes ungefährliches Hobby, wie Lesen, Häkeln, Bücher lesen, kochen oder was auch immer. Aber tut die Kamera weg. Oder vielleicht doch nicht. Falls du trotzdem noch das Gefühl hast, dass Fotografie etwas für dich sein könnte,
oder bleiben, dann warte auf mein nächstes Video. Weil dort finde ich vielleicht auch noch 1 oder 2 Gründe, warum die Fotografie eben doch gar nicht so schlimm könnte sein. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao!